Ach, waar gute morgen alle. Vandaag was mei de 11e van 2024. Het is klok 10 s'morgens. Voor de nächste 15 minuten zijn we Matthäus kapitel 21 en aan vers 23. Wel 3. Welkom te Gedankens uit Gottes Woord. Dit geht ook op YouTube te vinden en check dat wel eens wieder. So, we hadden het vijfmaal. Ans viert, wo Jezus den Feigenbaum fluchen deed, wat niet vrucht had, der had bloos blätter. En we deden ons verstellen van dat erst een Elia ging hechelen. Hechelen haben bloos blätter, der haben nicht vrucht. En Jezus was sehr streng ging hechelen. Besonders die Kirchenleider te der tijd, wat de hechelen deden. De tweede gedanken weer, dat kan zijn een warning tegen Israël geweest, wegen Israël bedient in Feigenbaum. En de derde, wo ik dat tolste nu leen doe, dat is een leer voor ons over den geloven. So de jongen wunderden zich, dan zegt Jezus, ik kan krijg zo. So dat leven hadden geleerd, de kracht in zijn naam, wo ze Luther würden beten in zijn naam, en dat ze zo niet angst hebben voor dat wat ze würden entgegenkomen. Alright, en so, nu zegt het in vers 23 van Matthäus kapitel 21, als hij dit zegt. So hij leert zijn jongen dit hier im tempel. En dan komt de priester, en die wordt leider zijn over de mensen. Dat zijn de kirchenleider, de tempelleider, de schriftgeleerden, de fariseer en zo wieder. En zeggen, bij wem's autoriteit, dass die deze dingen, wer heeft die macht gegeven? Wer heeft die de kracht gegeven, de autoriteit of de macht. In andere woorden, en wem ze noemen, daar is die dat. En ik weet goed wat ze hier willen. Ze willen gaan dat Jezus zal hier luisteren, nu hier nu. Jezus zal zijn God, de voeder, en dan willen ze hem krijgen met dat vastnemen, en hij wordt geluisterd. Maar Jezus wist krijgen wat ze hem zijn hadden, en zegt, ik wil je een vrouw vragen, en wanneer je mij de rechte antwoord geven, dan wil ik je zijn. Met wem's mag ik dit doen? En dan vraagt hij een vrouw en zegt hij, de tafel van Johannes, van wie komt die? Komt die van Himmel? Oder komt die van mensen? En zo ze reden onder zich, weet niet meer wat ze zijn zullen, en zijn ze te zich onder zich, ze fuscheln hier, ze spazieren hier onder zich, haben hier een beetje de meeting, sagen ze, wanneer wie zijn, dat Johannes in de tafel weer van Himmel, da wordt hij ons vragen, waarom hij die dan niet blijft. Aber wir sagen, das von Menschen, dann wollen die Menschen hier sehr abgeregt worden und wollen gegen uns drehen. Wegen dieser Menschen bleiben alle Johannes wie ein Prophet. So Johannes wir gekommen, um den Wahrheit zu merken für Jesus Christus. Und wie auch viel von euch Jahr 3 geprophezeit worden in der Buch Jesaja, dass da wird ein Prophet kommen, der wird Elia heißen, der wird die Bäume aufhebeln und der wird die Weg merken für den Heiland. Und das ist was Johannes auch da. Johannes merkt die ganze Umgebenheit rein für den Messias, für den Heiland. Weil er dort hat den Predigen dort Buße. Aber wie kann ich bloß Buße tun? Wir machen noch wo haben. Buße meint anwenden. Und so dann ist die Frage, wo wingen wir an haben? Well, die Antwort ist, wir wingen dann in Jesus Christus. Und tun uns Blick, uns Auge auf Arm. Und dann ist er uns frischer Meister, uns Heiland, uns Wirt so zu sein, nicht so? Und so sie kommen nach Abend sein, so weißt was? Sie sagen, wir haben keine Idee. Wir weit nicht die Antwort zu deiner Frau. Dann sagt Jesus, ihr sagt, dann wollte ich deine Frau auch nicht beantworten. Aber hier hat 14 Geschichten, und ich will hier sagen, dass diese Geschichten, auch die Geschichten in das nächste Kapitel Matthäus 22, das sind Geschichten gegen Heuchler, das sind Geschichten gegen Religiöse. Wat is religieuze? Dat is zo'n achtet, wat een vorm heeft van göttlichkeit, aber das ist keine Gemeinschaft mit Gott, keine Verbindung mit Jesus Christus. Das ist bloß eine Form, wir haben das so. Das ist, was das macht. Und so die nächste Geschichte, die sind gegen das System von Religion, und das kann ein Kirchensystem sein, weil ihr das ja Kirchen über Gott ist gleich.
Mir fällt die von der eine Kirche, wo ein bisschen so reich wir sind alle bis die reiche Menschen, wir würden vielleicht sagen, die große Menschen. Und dann kommt da ein Mann in die Kirche und kicken sie dann alle so funny an und den laden ein bisschen so anders und da würde ich wie eigentlich Mann passen, das ist ein Mann, ne? Und dann sagt der Prediger, ruft den Mann zu sehen und sagt er, weißt du, wird die was hier die Kirche kommen? Ja, sagt er, vielleicht ist die Kirche. Well, sagt der Prediger, weil ja, dass ich so oft sein, aber dann sagt der Prediger, wisch, ich muss ein Haus fahren, die über beten. Und nächsten Sonntag, erst die Prache, war du, der Arme. Und fragt der Prediger, den hat's gleich gebet, was ist das dann wegen Treikum? Ja, sagt er, ich kann hier bloß zum sein, dass ich bete und ich habe eine Antwort gekriegt. Meist ja, sagt der Prediger. Und ja, sagt er, ich kann hier bloß einmal Treikum, die die Antwort geben. Ich frage Gott, dass ich soll in diese Kirche kommen. Maar sagt der Prediger, was sagt Gott an dir? Well, hij kwam im Traum zu mir und zei dass die Kirche hat mir al 20 Jahre nicht neigelaten und du brauchst auch gleich sein. Das ist halt der Arme, ne? Und so, das ist wie eine Kirchenleitung, wo bloß nicht können sein, dass der Heiland Stunde verehrt. Wann der auch eine ganze Schrift, wie hier prophezeit worden. Und so, er vertelt eine Geschichte und sagt, wie ein Mann, der hat 2 Jungs. Alright? Zu den ersten sehen, go und schauf im Weingarten. Und Weingarten, das ist einmal das Menschenvolk. Und dann wird eigentlich du einen Weingarten schaffen. Dann sagt der Älteste sehen, sagt er, ich war nicht, aber Lothar doch hat er, und dann hat er doch. Und jetzt der Fuhrer den zweiten Jungen sagt, go im Weingarten schaffen. Und der zweite Junge sagt, ich war, aber er ging nicht. Und ich frage Jesus, diese Lehrer, diese Kirchenlehrer, wer deed den Fuhrer sein Wahl? Sie sehen der Erste. Jesus sagt zu Ent, und ich sage dir, was sehr wichtig. Ich sage zu Ihnen, dass der Taxcollector und der Frühes, was sich selbst verkeiten, waren eher im Himmelreich kommen als je. Das ist einfach Matthäus 21, Vers 31, wenn ihr das selbst lesen wollt. Johannes kam zu Ihnen mit Gerechtigkeit, und die leben am nicht. Der Taxcollector und der lose Frühes, die leben am über. Die sagen dort, die deed nicht büßen, die hat nicht glauben an ihm, und die deed über. Oh, das ist eine strenge Geschichte. Eine strenge Geschichte, weil Jesus hat hier gut gesagt, dass der Taxcollector und der lose Frühes, was sich selbst verkehrten zu machen, die waren alle im Himmel nehmen kommen als je. Und das wären echte Menschen, das wären Kirchenlehrer, das wären religiöse Menschen. Was hat Jesus hier denn gesagt? Nein, die Wichtigkeit von Buße und die Wichtigkeit von dem Glauben, nicht so? Dann sagt er, das ist noch eine Geschichte, was ich Ihnen vertellen will. Du wir ein Meister, der büht sich in Weingarten, stahl du einen Tün dran, und büht alles, was er braucht, ein Turm und so weiter, zum in Weingarten merken. Und dann hat er dort uitrennen, oder uitpachen. Also ich kann immer wieder einen Scheck krijgen, zum 7% nehmen von der Frucht. Die, was dort gerannt haben, sagen, dass ein Knecht kommt, und milken den dort. Und einen verkehlen sie, den anderen brauchen sie an, und den nächsten steinigen sie. Und so, er schickt mehr Knecht, und der den Knecht so. So steht dort zu Ende, die Frucht geben, den Prozent, werden sie da, fragt die, und der Rest von der brauchen sie eben an. Aber wenn man sagt, es wird, ich will mal meinen Sehen checken. Vielleicht wollen sie den respecten, und dass dieser Arbeiter oder dieser Pachter das sagen, dass nicht kommt zu sehen, sehen sie den, hier kommt der, was alles oben wird, wenn wir den anbringen, dann war wieder, dann haben sie ihn aufgehört genommen. Und sie nehmen ihn und brauchen ihn an. Müssen ihn dort zu sein. Und ich frage Jesus, dieser Kirchenlehrer, er hat ihn trotz dieser Geschichte vertelt, sagt er, wenn der Wirt kommt, was wird er zu der Pachli tun? Was sehen sie an? Der wird ihn zu verurteilen zu den Tod, und er wird uitpachen zu anderen. Und er wird seine Frucht kriegen. Jesus sagt, habe nicht gelesen, den Stein, was sie zum Eckstein gemacht haben, dort ist, den Stein, was die Menschen weichgeschmissen haben, dort ist der Eckstein geworden, und Gott tätet. Ich sage zu Ihnen, das Königreich wird Ihnen Fuß genommen worden, und dort wird andere gegeben worden, was die Frucht bringen.
Menschen wird auf diesen Stein sich steiten, die wollen sich täuschen, und auf andere wird der Stein kommen und auf ihn abfallen. Und aus dieser Hohepriester, Pharisäer, diese Geschichten wissen sie, dass er redet von End. Und dann haben sie ein Verlangen, am festzunehmen, am Arm zu bringen, aber sie hatten Angst vor den Menschen, wegen den Menschen gleichen Arm und dachten, er wie ein Prophet. So was hat Jesus hier gesagt? Er hat hier was sehr streng gesagt, weil die Israeliten, die haben sich zu halten, sie wären das auserwählte Volk. Gott wie bloß Gott, und die wir für kein anderer. Andere Menschen wären Weltmenschen, wären Heiden. Sie wären das auserwählte Volk. Nu sagt Jesus hier, dass der Wirt von den Weingarten, der wird den Weingarten uitpakken zu anderen Ländern, und die waren am Frucht dran. Weet je was Jesus hier opmerkt? Dat het Evangelium wordt uitgegaan over de ganze Welt, und nicht bloß Juden waren het aannemen, und er waren viel mehr Christen zijn, manche Heiden, als manche Juden. Und hier haben wir einen guten Start. Hier sind sie getäuscht und wollen am anbringen. Aber hier ist Hoffnung für mich und die, wenn das Evangelium ist nicht bloß für die Juden, dass wir erst für die Juden, sagt Paulus, aber zweitens ist es bei uns gekommen, so dass wir für alle. Alright. Und so, wir werden nicht vergessen, für das Judenvolk zu beten, die gehen durch schwere Zeiten. Aber wir werden auch beten, dass sie sich wollen bekehren zu dem Heiland Jesus Christus. Ich los laatst, dass vielleicht von ungefähr 10% von Juden bleiben an Jesus Christus. Das sind sehr leere Prozent. 90% lernen haben, der Heiland soll kommen, und die halten sich an das Alte Testament. Viele von denen würden leiden, wenn der Tierabfall wird gebracht worden. Aber wenn wir für das Judenvolk beten, Gott sagt in sein Wort, er wird eine Erweckung schenken. Die wollen sich nach alle 3 in den Arm, und die kosten nicht nach Gott kommen ohne Jesus Christus, nicht so? So, hier hat Jesus angefangen, diese strenge Geschichten zu vertellen. Und weißt du, was passieren wird? Die wollen am Fuß nehmen, und die wollen am anbringen. Aber Jesus sagt hier, ihr schert pflegen sozusagen. Ihr schert auf Teuersten abstoppen, sodass die Teuren wollen geblatt haben, nicht so? Das ist der Tipp von der. Wir sehen das nächste Mal in Matthäus 22, die das wahrlich selbst lesen, und möchte Gott ihn segnen.